ein Liebespaar redet habe und dann fragt das Mädchen, darf ich dir mal eine Frau stellen? Ja, was immer du willst. Liebst du mich? Sicher liebst du. Sicher meine Schmackelei weg die. Wirst du bereit sein, mir das zu beweisen? Na ganz klar, was immer du willst. Na dann bitte ich dir, dass du mit einem Leben kämpfen darfst. Und dann sagt er, na, das ist mir aber zu viel, das ist mir zu kompliziert. Mit dem Leben zu kämpfen, das ist mir zu kompliziert. Und dann sagt er, kannst du mir was anderes weisen? Oder was anderes abgeben, um das Leben zu beweisen? Ja, weise mir dein Telefon. Und dann sagt er, wo ist das Leben? Da will ich doch lieber mit dem Leben kämpfen und steht das Telefon weisen. Das Telefon hat viel Sehen gebracht, aber viel Ansehen. Manche Paare sind kaputt gegangen. Ich kann eins was von mir wissen, aber mein Telefon wollte nicht wissen. Mein Telefon kannst du nicht sein. Und auf gut sagt, du machst dann auch weiter, das Telefon ist was sehr privat. Und dann sage ich, hey, gibt es Teilung? Nein. Dann weißt du dort legal, alles was dient, es dient früher und alles was dient früher, es dient auch. Dann kannst du nicht sagen, weißt du was, wir sind mit alles Tipp, das Ort und das Haus, alles ist Tipp, aber das Handy, das Telefon, das ist mein Apport. Du kannst eins was sein von mir, aber das Handy nicht. Wenn es mit anderen wird, ich will endlich ein Doppel-Leberhand. Hier habe ich was mit dir, aber durch mein Handy habe ich hier noch mit was Apport, das darfst du nicht alles sein. Du darfst nicht alles antworten, was bei mir noch bezieht rannt. Das Mensch, wer den was denkt, der denkt eins, wenn der macht das eins, wer dem Damm lieren das, hängt ja gar nicht das. Wenn jeder, was Schaubel sagt, der erwartet, dass eins, wenn eine Schaubel abkommt. Die Bibel sagt, alles, was wir sehen, das war wie eins, wenn Ernte. Gott kann nicht hier Spott werden. So, wenn der nicht will Transparenz sehen, dann wird er eins, wenn nicht kriegen. Und vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als ich feststelle. Warum habt ihr mit Damm gelehrt? Hast du eins, wenn mal gesagt, auch Damm zu lehren? Hast du eins, was gesagt, was du nicht ernte lässt? Die Bibel sagt, das Wort ist dort sein. Aber leider bringt das viele Menschen kaputt. Sie sagen, diesen Teil sehe ich nicht bereit. Hoffentlich wird niemals was an, was ich alles hingeram drehen wird. Wenn das würde antworten, was mit mir passiert, das kann ja nicht so sein. Wie würde der dort antworten? Das wird ja nicht antworten. Und Gott lässt das tun, dass das eins von und Licht kommt es dort. Wir brauchen im Leben Menschen, die bereit sind, nicht bloß mit dem Leben zu kämpfen, sondern das Beste jeweils für den Ehepartner oder für den Liebespartner oder für die Gemeinde sei, ich will maximal geben. Die Bibel sagt uns in Josua Kapitel 1, Vers 9 folgendes, kijk toe, en ik doe die beiden dat die zoals getroost zijn en vredig zijn en laat die voor nichts Angst haben en nicht entsetzen, haben nicht Angst. Denn ich sehe die Herr, den Gott, en ik wil met die zijn en allem wat du deest. Ich sehe Gott, ich sehe mit die en ik wil met die gaan. Siehe troost, hab nicht Angst. Menschen, die bereit sind, nicht immer ab Angst, was wird passieren, wenn ich das weiß. Die Angst hat viele Menschen gebremst. Das sagt nicht die Angst haben, sondern bereit sein, zu kämpfen. Einfach mutig sein, stabil sein und fairerweise kommen. Und was ist, wenn ich diesen Mut nicht habe? Dann einfach beten und dann einfach Hilfe suchen. Manch einer kann helfen, ich würde mit jemandem reden. Ich will was sehen. Ich will was anderes tun. Ich will nicht Jesus das bloß bleiben. Ich habe ein doppeltes Leben geführt und ich will das aufbrechen und ich will meine Sache klare Rechnung machen. Mir ist das nicht leichter, mein Leben zu kämpfen aus der Telefonwiese, sondern ich will wirklich klar wissen, ich liebe diese Person und ich bin bereit. Das andere ist, dass einige das immer aus Eifersucht alles sagen, wie mal das, wie mal Jan. Das ist nicht das Liebe, sondern aus Eifersucht. Poetjes sollen so leben, dass der andere kann sagen, du, ich vertraue ganz auf dich. Hast du volles Vertrauen? Bist du vertrauenswert? Was ist in deinem Leben, was du sonst andere sagen, ich sehe eine vertrauensvolle Person? Mag Gott dich wieder sehen mit deinem Partner oder einer Familie oder einem Geschäft, dass sagen, wir haben die Sache so, dass wir einfach aus einem offenen Brief sind für Gott, ein offener Brief sind für den Nächsten. Ich sehe vertrauensvoll und ich will wieder dazu lernen, dass das nicht leicht ist, mit dem Leben zu kämpfen aus der Telefonwiese oder andere Sachen, sondern einfach transparent sein. Ich will das Leben so merken, dass das abbühend ist und dass die Menschen voll vertrauen können. Und so scheint, wenn Poetjes dort haben, meint es dient und dient es meint. Und wie euer Stadt ans Amt sagt, und wenn ich mal Busari habe, dann wollen wir das mitteilen und dass der andere nicht für das verdammt, sondern sagt, danke für das Mitteilen, das ist ein Problem. Wir wollen helfen, ans Amt sagt, das Problem zu lösen und nicht immer einer jenem anderen zu kämpfen, sondern einer mit dem anderen. Und er sagt, ich sehe der Herr, Gott, ich will Ihnen daran helfen, ich begleite Ihnen in allem, auch in diesem Bereich vom Telefon.